hier mal einen Schnitt, was so einen allgemeinen Überblick angeht über die Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Psychiatriepolitik und würde eben jetzt sehr gerne etwas sagen zu dem Thema Zwangsbehandlung, Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom März diesen Jahres. Zu Wirkungen von Neuroleptika und auch vor allem auch zu Alternativen, die unabhängig von Pharmafirmen durchgeführt werden. Und ich freue mich sehr, dass das Landeskrankenhaus, die Rheinhessen-Fachklinik, wird zusammen mit der Universitätsmedizin so eine Studie durchführen und wir als Land werden das im nächsten und übernächsten Jahr auch finanziell fördern. Beenden möchte ich meinen Vortrag noch mit einigen Sätzen zum Thema der UN-Behindertenrechtskonvention und damit im Grunde auch wieder zum Anfang zurückfinden, unserem Ziel der Inklusion psychisch kranker Menschen. Es klang ja vorhin schon an, in Deutschland sind die Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 deutsches Recht. Und ich freue mich auch sehr darüber, sagen zu dürfen können, dass Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention auf den Weg gebracht hat. Aus meiner Sicht hängt die UN-Konvention die Latte sehr, sehr hoch, fordert uns heraus, sowohl unsere rechtlichen Bestimmungen wie auch unsere Praxis auf den Prüfstand zu stellen. Grundsätzlich fordert die UN-Konvention ja eine Abkehr von dem stellvertretenden Handeln hin oder weg erstmal vom medizinischen Modell der Behinderung hin zur Unterstützung bei der Ausübung der eigenen Rechts- und Handlungsfähigkeit, also hin zu einem sozialen Modell der Behinderung. Dabei, und das finde ich auch nochmal für das Thema Zwangsbehandlung und Zwangsmaßnahmen wichtig, warnt die Konvention aber ausdrücklich bezüglich der Pole Selbstbestimmung und Fürsorge vor einem Entweder-Oder und fordert ein Und, Selbstbestimmung und Sorge. Und in diesem Zusammenhang stellt die Konvention auch nochmal klar, dass eine Zwangsunterbringung oder Behandlung niemals aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung erfolgen darf, sondern wenn, dann aufgrund einer akut und tatsächlich bestehenden Fremd- und Selbstgefährdung. Daraus folgt meines Erachtens, dass wir aufgefordert sind, die rechtlichen Grundlagen zu überprüfen. Einerseits die rechtlichen Grundlagen, aber auch die Rechtspraxis. Das heißt, es muss im Grunde genauer definiert werden, was Fremd- oder Selbstgefährdung denn heißt, bedeutet. Und vor diesem Hintergrund sind auch die zunehmenden Zwangseinweisungen sehr kritisch zu sehen. Nicht so sehr ja eine Zunahme im Bereich der PsychKG, also der psychisch Krankengesetze, aber sehr wohl eine Zunahme der GGB-Unterbringungen. Wie gesagt, es ist eine wichtige Aufgabe, hier die Rechtspraxis zu überprüfen und natürlich auch die Durchführung von Zwangsmaßnahmen. Und ja, da kann, oder für uns in Rheinland-Pfalz sind da sehr hilfreich die Leitlinien zum Umgang mit Zwangserkrankungen, die von den Chefärzten der Erwachsenenpsychiatrie in Rheinland-Pfalz schon 2003 entwickelt wurden. Ich finde es aber immer etwas schade, wenn das Thema UN-Behindertenrechtskonvention nur, also bezüglich der Psychiatrie, nur verkürzt wird auf dieses Thema Zwangsmaßnahmen, Zwangsbehandlung, weil im Grunde leistet die UN-Konvention viel, viel mehr und ja, fordert uns noch viel mehr heraus, indem sie nämlich die Inklusion quasi durchdekliniert und sagt und zeigt, was Inklusion bedeutet in Bezug auf Arbeit und Beschäftigung, in Bezug auf Teilhabe am kulturellen Leben, in Bezug auf unabhängige Lebensführung. Und ich glaube dennoch, dass gerade bezüglich der psychischen Erkrankungen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen wir noch viel zu wenig wissen und noch viel zu wenig nachgedacht haben, was dieses Stichwort auch Barrierefreiheit eigentlich bedeutet und wie Barrierefreiheit für psychisch kranke Menschen umgesetzt werden kann. Wir wollen deshalb vielleicht erst noch zum Schluss im nächsten Jahr auch eine Studie fördern, die das mal näher untersucht, also nachzudenken, was heißt Inklusion, Barrierefreiheit
für Menschen mit psychischen Behinderungen im Sozialraum. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, komme zum Schluss. Ich denke, wir haben genügend Stoff für die Diskussion. Ja, danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.